Ich muss da schauen, gell, in die Kamera. Im Handy. Cool. Also, go live, das sollte automatisch gehen. Oh, es hat automatisch eingeschaltet. Ich glaube, wir sind online. Hallo zusammen, guten Abend. Schön sind ihr da bei One Minute with German. Ich bin heute ein bisschen zu früh. 1 Minute. Andere auch. Patrick ist auch schon da. Hallo Lovely. Du bist auch schon rechtzeitig. Du bist in den Startlöchern. Hallo Timea. Also schön sind ihr da. Ich hoffe, es geht euch ganz gut. Ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Wir hatten ein sehr schönes Wochenende gehabt. Uns sind Freunde besuchen. Das war auch wieder mal eine schöne Abwechslung gewesen. Also ganz gut. Hallo Nancy. Also, heute, jetzt ist schon 8 Uhr. Heute ist das Thema beim Doktor, aber zum Anfang wiederholen wir die Nummern wiederholen und ich mache ein kleines Quiz. Ich habe 4 Zahlen aufgeschrieben, von 1 bis 20. Ich habe 4 Zahlen notiert. Hallo Sergej. Also, ich möchte, dass ihr jetzt, wenn ihr ein Zettel habt, ein Papierchen oder so, dass ihr 4 Zahlen notiert, von 1 bis 20. Also 4 Zahlen könnt ihr auswählen, das ist so ein bisschen wie ein Totolotto oder so. Und dann schauen wir, wer die meisten Richtigen hat. Also wir machen ein Glücksspiel. Hallo Patricia. Also ich wiederhole es noch einmal für alle zusammen. Bitte schreibt 4 Zahlen auf ein Papier und dann schauen wir, wer 4 Richtige hat. Ja, ich glaube, ein Papier oder wenn ihr es im Chat schon schreibt. Ich habe meine Zahlen, die sind schon bestimmt, Slides sind schon gemacht, ich kann nichts mehr ändern. Zahlen von 1 bis 20. Entweder... am besten schreibt ihr ins Chat gerade schreiben. 4 Zahlen von 1 bis 20. Ich kann nicht beschissen. Ihr könnt nicht beschissen. Und dann sehen wir gerade, wer der Gewinner ist. Okay. Also bitte schreibt 4 Zahlen im Chat. Zum Beispiel 8, 12, 14 und 16. Oder irgendwie so. 4 Zahlen. Also, ich warte ein bisschen auf eure Antworten, weil sonst, wenn ich die Antworten zu früh verrate, dann nachher ist es, dann habt ihr schon die Antwort. Also, Patrick, du hast dich entschieden für 2, 3, 18 und 12. Ja, genau so. Ariane, 3, 12, 11 und 19. Kari, 2, 4, 6, 8. Super, da kommen die ersten Antworten rein. Timea, 3, 20, 15, 7. Ja, sind das alle, die mitmachen wollen? Beim Glücksspiel. Wunderbar. Also, die erste Zahl ist 14. Die hat niemand. Hat noch niemand 14. Also die jetzt mitspielen möchten, die können nur noch 3 Zahlen schreiben. Die erste haben wir schon. Ja, ich habe mir gar keinen Preis überlegt. Du darfst das Thema für die nächste Lektion bestimmen. Oh, Patricia, du hast ganz viele Zahlen. 1, 3, 5, 12, lovely. Was ist dein Preis? Ich denke, ich tue nachher mit dir reden und dann tun wir abmachen, was wir in der nächsten Lektion machen. Oder habt ihr einen anderen Vorschlag? Genau, Patricia, 14. 14, da ist die Antwort gekommen. 14. Nein, 2 Millionen Franken. Ich bin nicht so reich. Also Totolotto, vielleicht kannst du 2 Millionen Franken gewinnen, aber ich bin nicht.
Ich kann das nicht geben. Okay, erste Zahl 14. Hat, glaube ich, niemand geschrieben, so viel wie ich sehe. Zweite Zahl. Hat Patricia. 14, genau. Patricia, du hast ein bisschen mehr als 4 Zahlen gewählt. Du hast 9 als letzte Zahl gesagt. Wer sagt, was das ist für eine Zahl? Oh. Ja. Genau. 9. 9. Ja. Wunderbar, danke Kari. Dann machen wir weiter. 17. 17. Jetzt müssen wir gerade schauen. Der Patrick. 18. 17 hat auch niemand gesagt. Ja. Tut mir leid. Das ist 17. Hat niemand gesagt, ja. Und jetzt zum Schluss noch 9, 9. 17, genau, lovely. Und 3. Das hat jemand gesagt. Nancy, du hast einen Punkt. Timea, du hast einen Punkt. Kari hat gerade 3 rausgelassen. Patrick, du hast auch einen Punkt. Ariane, du hast auch einen Punkt. Also jetzt hat es ganz viele Gewinner. 3. Also 12. Nein, 12 ist nicht dabei. 17, genau, das war vorher. Genau, Patrick, du hast 3 gesagt. Wunderbar. 3. Okay, also da beim 3 hat es einige Leute gehabt, die das geraten haben. Also gratuliere ganz herzlich, dass ihr da einen Punkt gemacht habt. Ja, Patricia auch, genau, du hast auch 3 gesagt. Du hast ein bisschen mehr Zahlen geschrieben, genau, du hast 3 auch. 3 und 9, also Patricia hat eigentlich gewonnen. Ja. Also, wir fangen an mit dem Doktor. Wir brauchen einen Doktor. Dem Mann geht es nicht gut. Ja. Was machst du, wenn du Bauchweh hast? Was tust du machen? Was kannst du empfehlen? Wenn deine Freundin oder dein Freund Bauchweh hat und er fragt dich um Rat? Genau, Patricia, du hast auch 3 geschrieben. Eigentlich hast du 3 und 9 geschrieben. Also, Patricia, du hast am meisten Zahlen geraten. Hey, Patrick, du trinkst Wodka. Das tötet alle kleinen Bakterien und so ab. Und Wodka, und nachher bist du wieder gesund. Mhm. Was macht ihr noch? Ich weiss nicht, ob Ingwer, Ariane, du tust einen Ingwer-Tee machen oder tust du Ingwer essen, mit Ingwer kochen? EPA, ist das ein Medikament? EPA, Patricia. Ein EPA kann ich nicht. Mhm. Also, wenn ich Bauchweh habe, dann nehme ich sehr viel so einen Alkohol mit Kräutern. Ah, genau, Ariane, du machst Tee. Und Zimt. Tee mit Ingwer und Zimt und so Wurzelkräuter, also so Lebkuchengewürz ähnlich. Ingwer, Patrick, das ist Ginger. Ja, also das das tut wärmen, genau. Nancy, du machst auch Tee. Es gibt zum Beispiel Kamillentee. Chamomile. Ja, Kari, das ist eine gute Idee. Ein Löffel Coca-Cola, nicht zu viel, aber so ein Löffel Coca-Cola, das tut auch so rausputzen. Das wirkt Wunder. Mhm.
Oder ich nehme so einen Kräuteralkohol, das heisst Klosterfrauen Melissengeist oder Melissana kurz gesagt. Das haben wir in der Familie, so seit ich klein bin, immer wenn jemand ein Problem hat mit dem Bauch, dann nehmen wir Melissana. Kurkuma ist auch ganz ein gesundes Gewürz, ja, aber ich habe vergessen, für was es alles gesund ist. Ah, Nancy, du sagst, Wasser mit Kohlensäure ist auch gut. Das ist praktisch, das hast du viel. Du kannst unterwegs gut kaufen, musst nicht speziell noch kochen oder so. Mhm. Wasser mit Kohlensäure, das habe ich nie probiert. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das auch ein bisschen hilft, ja. Genug trinken, Kamillentee oder Fencheltee. Fencheltee ist auch gut. Also, wenn du Bauchweh hast. Und dann jetzt, du hast Kopfweh. Stell dir vor, du hast Kopfweh. Was machst du? Oder was empfiehlst du deinem Nachbar oder deinem Freund oder deiner Kollegin, wenn sie Kopfweh hat? Oder er, wenn eine andere Person Kopfweh hat. Was könnt ihr sagen? Was ist gut bei Kopfweh? Habt ihr einen Vorschlag? Vielleicht, meine Mutter sagt als erstes immer Wasser trinken. Vielleicht hast du zu wenig getrunken. Ich vergesse manchmal zu trinken. Oh, Patrick, du nimmst eine kalte Dusche. Eine eiskalte Dusche. Wow. Okay, aber das kann Durchblutung anregen, ja. Und das kann dich wieder auf die Beine bringen. Genau. Panadol. Patricia, du nimmst Panadol. Mhm. Und das wirkt immer schnell. Das sind, glaube ich, Schmerztabletten oder Paracetamol. Ja, du nimmst Schmerztabletten, wenn du Kopfweh hast. Ja, gegen Schmerzen. Manchmal kann man sie auch gegen andere Schmerzen nehmen. Mhm. Genau, Kopfweh ist ein Headache. Oh, das ist ein Fehler, ja. Ich habe das gar nicht gesehen. Das Stomachache war vorher, genau. Das ist Kopfweh, ja. Ihr seht da die Frau mit dem Kopfweh. Okay, lovely, du sagst auch, viel Wasser trinken hilft. Kari, das Rezept von deinem Mann funktioniert bei dir nicht, wenn du Migräne hast. Mein Papi hat manchmal Migräne und er sagt, es hilft, wenn man Wasser über die Handgelenke, kaltes Wasser, so ein paar Minuten lang über die Handgelenke tut. Er sagt, es hilft, aber ich weiss nicht, ich habe selber nie Migräne. Zum Glück. Also. Oder Hanftee. Ist das bei euch legal? Bei uns kann man jetzt Hanf kaufen, so Cannabis. Ja? Und wenn man aus dem Tee macht, eine andere Kollegin von mir hat viel Migräne gehabt und sie hat Hanftee gemacht. In der Schweiz kann man jetzt auch Hanf kaufen. Ja. Aber es ist nicht immer einfach, weil Hanf ist nicht überall legal. Ja. Habt ihr noch andere Ideen? Sonst könnt ihr überlegen, was ihr macht, wenn jemand das Bein bricht. Was macht ihr denn? Nein, Patrick, Tee ist doch zum Trinken, nicht zum Rauchen. Vielleicht könntest du inhalieren. Wenn es so Dämpfe gibt, könntest du inhalieren. Aber ich glaube, also ich würde jetzt nicht empfehlen, Hanf zu rauchen. Das wäre dann ein Joint, oder? Aber es gibt Hanf mit verschiedenen Stärken, mit CBD, ja, wo Hanf auch nicht süchtig macht, wo nicht so Drogen sind. Ja, was machst du, wenn du ein Bein brichst? Ah, Nancy, bei euch ist Hanftee legal. Okay,
Das ist gut, weil das ist wirklich gesund, ja? Und das kann dir helfen. Aha, okay, Patrick. Also, du brichst ein Bein, wir sind immer noch beim Bein. Irgendwo bist am Springen, am Joggen, vielleicht im Wald oder irgendwo in den Bergen, beim Laufen, beim Wandern und du brichst plötzlich ein Bein. Was machst du? Oder was muss man dann am besten machen? Genau, Patrick, du musst im Notruf anrufen, der Ambulanz anrufen. Oder vielleicht hast du ein Auto oder jemanden, der dich führen kann, dass du selber ins Spital kannst gehen. Genau, lovely. Du gehst ins Spital, du kannst auf den Notfall gehen und hoffentlich musst du dann nicht sehr lange warten. Und dort tun sie dann dein Bein röntgen und eventuell richtig zusammenflicken und einen Gips drumherum tun. Also das braucht schon Doktor. Das kann man nicht gut allein machen. Ja, das muss fachgerecht behandelt werden, sonst hast du später immer Probleme mit dem Bein. Mhm. Okay, das nächste. Was machst du, wenn du verkältet bist? Was kann man machen? Ja, du bist verkältet, du hast eine verstopfte Nase, du musst niessen. Vielleicht hast du ein bisschen Husten. Was macht ihr denn? Ich muss sagen, ich habe gerade heute mit meiner Mutter geredet und wir haben beide gemerkt, dass diesen Winter viel weniger Leute verkältet sind oder Grippe haben oder so. Alle sind gesund. So wie ich das sehe, weil alle schützen wir uns schützen vor dem Virus. Und es hat viel weniger Leute, die wirklich krank werden oder schnuddern oder eben so eine laufende Nase haben oder so. Habt ihr das auch gemerkt? Patricia, das ist eine sehr gute Idee. Vitamine C trinken, das machen wir auch immer. Und Tee trinken, eben Ingwertee zum Beispiel auch, der so wärmt mit Honig und Zitrone. Ja, genau, Patrick. Kari, du trinkst Kaffee ganz langsam. Ist denn das ein starker, schwarzer Kaffee, den du trinkst, wenn du verkältet bist? Zitronensaft, das ist pures Vitamin C, ja, aber das ist ein bisschen sauer. Vielleicht kannst du es mit Wasser mischen oder so, aber das ist sicher auch gut. Schnuddern. Wenn ich schnuddere, dann habe ich eine Schnuddernase. Dann habe ich meine Nase voll und ich muss immer wieder so schnitzen. Ich muss ein Nasentüchlein nehmen und die Nase putzen. Nase putzen, dann kann man sagen, ich schnüze. Und wenn ich sage, ich habe eine Schnuddernase, dann heisst das, ich habe eine verstopfte Nase. Ich kann nicht gut schnaufen. Oder es läuft sogar runter. Ja, das ist Schnuddern, Patrick. Ja, ein spezielles Wort. Schnuddern. Also wenn das Kind eine Schnuddernase hat, dann tut die Mami am Kind die Schnuddernase abputzen. Das Psyli schon. Genau, Patrick, runny nose. Patricia, ich verstehe nicht genau, was du meinst. Das Psyli schon. Vielleicht kannst du es noch erklären. Okay. Genau, lovely. Du hast auch gemerkt, dass weniger Leute Grippe haben. Weniger Leute sind so verkältet. Wir schützen uns besser gegen die anderen Viren und Bakterien und so hilft das auch. Also das ist cool. Und wir haben einen ganz gesunden Winter. Okay. Und wenn du Zahnweh hast, was machst du, wenn du Zahnweh hast? Das ist
ganz, ganz blöd. Also das kann so mässig wehtun. Ja. Aha, ein bisschen schon. Du, Patricia, hast du gemeint, ein bisschen, hast gemerkt, dass wir ein bisschen gesünder sind und ein bisschen weniger Grippe haben oder verkältet sind? Nasenböcke. Nein, Kari, Nasenböcke ist etwas anderes. Wenn du Schnuddernase hast, ist sie wirklich voll und es läuft und du musst schnitzen und so. Und wenn du einen Nasenböcke hast, dann musst du so in die Nase den rausholen. Das ist so ein dicker und fester und dann musst du dann so Nase grübeln und dann kannst du den rausholen. Das ist ein Nasenböcke. Mhm. Den musst du rausziehen, das ist nicht so einfach zum rausnehmen. Oh, Nasenböcke und dann in den Augen da haben wir Augenzieger. Wenn jemand so dreckig ist bei den Augen in der Mitte, dann sagt man dem, das ist Augenzieger. Also den Kind muss man manchmal ein bisschen die Augenzieger putzen, wenn sie geschlafen haben oder so. Oder wenn sie Nase grübelt und sie Böcke rausholen, dann ist das nicht so gut. Oder nicht so schön. Nicht so schön. Okay. Genau, beim Zahnarztzimmer, ja, lovely. Du meldest dich sofort beim Zahnarzt an. Ja, und musst hoffentlich nicht zu lange warten. Wenn du Zahnweh hast, dann ist es schon recht dringend, dass du zum Zahnarzt gehen kannst. Genau. Und vielleicht hast du dann ein grosses Loch oder sogar musst eine Wurzelbehandlung haben oder so. Das ist wichtig, dass man das schnell reagiert und schnell heilt. Ja. Natürlich, selber können wir nicht so viel machen, wenn man Zahnweh hat. Ausser vielleicht kann man den Zahn ausziehen. Wenn es zum Beispiel bei den Kindern Milchzahn ist oder wenn sie die zweiten Zähne bekommen oder so, dann kann man eventuell den Zahn ausziehen. Schnell so. Ja, früher hat man nicht viele andere Methoden gehabt, dann hat man auch die Zähne ausgezogen. Mhm. Oh je, du hast einen Hautausschlag, einen Ausschlag oder Ekzem oder etwas und es beißt. Was machst du denn? Geh ein bisschen auf die Seite. Wenn du einen Hautausschlag hast, wenn es dich überall beißt. Ich muss sagen, meine Mutter ist ein bisschen eine Arme. Sie hat noch recht viel so Ausschlag oder eben Ekzem oder trockene Haut, extrem trockene Haut. Ich auch ein bisschen, aber viel weniger. Also ich habe nicht so Ausschlag. Ich habe trockene Haut, wie meine Mutter. Was macht ihr denn, wenn ihr einen Hautausschlag habt? Das könnte natürlich verschiedene Gründe haben. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt reden soll oder ob ihr mir schreiben wollt, was ihr macht, eure Vorschläge. Natürlich hilft, denke ich, Cremeln. So etwas einreiben. Cremeln. Zum Beispiel Bepanthen tut sehr stark fetten. Oh, Kokosfett. Patricia, du hast uns gute Tipps heute. Kokosfett hilft bei Hautausschlag, das tut beruhigen. Ja? Oder vielleicht könnten wir noch sagen, wenn ihr möchtet, über Sonnenbrand, das ist dann etwas anderes. Hilft Kokosfett auch bei Sonnenbrand? Ja, Patrick, vielleicht kannst du eine Creme kaufen oder du vielleicht hast schon eine Creme daheim. Es gibt sicher spezielle Creme, wo... Oh, Nancy, du tust baden mit Epsom-Salz. Mhm. Das habe ich auch schon gehört. Also das ist gut, da tut sich die Haut
säubern, ja, mit dem Epsom Salt. Oder ich habe auch schon gehört, ich weiß nicht, ob das gleich ist von basischem Baden, dass man so basisches Badewasser hat, so Badesalz, das basisch macht, und das ist ganz gut, das habe ich sehr gerne. Epsom Salt hatte ich auch schon einmal gehabt, ja. Ich tue überhaupt gerne baden, mindestens eine Stunde oder so. Du tust Kokosfett eingremeln, Patricia. Sehr gut. Ja, man könnte ja zuerst baden in dem Epsom-Salzwasser und dann nachher könnte man sich eincremeln. Und dann geht es sicher am nächsten Tag schon wieder viel besser mit dem Hautausschlag. Ausser wenn es gar nicht besser wird, dann muss man vielleicht zum Dermatologen gehen. Ja, wir haben sehr viel geredet. Oh, wenn du rote Augen hast und es dich beisst in den Augen. Ich weiss gar nicht, habe ich rote Augen? Mir ist vorher etwas in die Augen gekommen, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Was machst du? Du hast ein rotes Auge und es beisst. Was macht ihr? Ich denke, es gibt Augentröpfchen, die man rein tun kann. Spezielle, so wie Tränen oder so. Oder das ist gut. Wenn sie trocken sind, meine Augen, dann tue ich das gerne rein. Und dann, was machst du, wenn du übergewichtig bist? Das ist noch die letzte Frage, aber ich wollte noch zum Dialog kommen und es ist schon 25 ab. Also wir haben lange zusammen geredet. Mein Mann ist am Trainieren. Er isst weniger und er macht mehr Sport, er macht mehr Übungen. Und ich muss sagen, es geht ihm schon ganz gut mit seinem Bauch. Also er hat schon ein paar Kilo abgenommen. Gut. Genau, Patricia, Augentröpfchen sind wirklich eine gute Sache. Ich hatte am Anfang immer ein bisschen Problem, um sie selber reinzutun. Aber jetzt geht es langsam. Ja, dann kann ich zu dir kommen und du, auch Patricia, du kannst mir Augentröpfchen rein tun. Also, wir sind beim Doktor oder in der Apotheke. Grüezi, ich habe Bauchweh, sagt der Mann. Was können Sie mir empfehlen? Was können Sie mir empfehlen? Grüezi, ich kann Ihnen Melisana empfehlen. Das ist der Kräuteralkohol. Melisana. Der hat, glaube ich, irgendwie 90% Alkohol oder so. Und ganz viele gute Kräutchen. Okay, wie viel kostet das? Das ist 20 Franken. Und dann kommen wir. Haben Sie auch etwas Günstigeres? Das lohnt sich zu fragen in der Apotheke. Es gibt die originellen Medikamente und es gibt Generika. Also wenn ihr in der Apotheke etwas habt von originellen Medikamenten, kannst du fragen, haben Sie noch etwas Günstigeres, etwas Billigeres? Und dann können Sie euch Generika empfehlen, die so quasi Kopien sind von diesen originellen Medikamenten. Haben Sie auch etwas Günstigeres? Wir haben auch einen Sirup für 14 Franken. Okay, den nehme ich. Also das war der erste Dialog. Da ist der Mann einfach in die Apotheke gegangen. In der Apotheke sind sehr gute Leute, die ganz viele Medikamente kennen und sie können einen manchmal auch recht gut beraten. Also man muss nicht immer gerade zum Doktor gehen. Manchmal kann man in der Apotheke fragen, ob sie echt etwas haben, ein gutes Mittel, das sie ohne Rezept geben können.
und uns helfen kann. Ja, natürlich, wenn man ein Rezept braucht für ein Medikament, für ein richtiges Medikament, dann nachher muss man immer zuerst zum Doktor gehen. Ja, und dann kannst du erst mit dem Rezept in die Apotheke. Ja, jetzt noch 2 Minuten und ein kurzer Dialog. Zweiter Dialog. Grüezi, was haben Sie gegen Kopfweh? Grüezi, wir haben Aspirin oder Panadol. Okay, ich nehme Aspirin, merci. Also ein kleiner Dialog. So Dialog und noch andere Dialoge haben wir nachher zum Reden zusammen in unserer Zoom-Lektion. Also ich möchte euch ganz ermutigen, dass ihr auf den Link klickt, den ihr habt glaube im E-Mail. Und wenn ihr sonst gerne möchtet, den Link und etwas nicht gegangen ist oder nicht bekommen habt oder ihr wisst nicht, wie euch verbinden, dann könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Also schauen, ob ihr nicht möchtet kommen und Zeit habt. Wir üben die Dialog und andere Sachen üben jetzt noch etwa eine halbe Stunde bis am 9 Uhr auf dem Zoom-Treffen. Also dort habt ihr Mikrofon eingeschaltet, könnt ihr miteinander reden. Man kann auch die Kamera einschalten, was ist schön, wenn man einander sieht. Also im Moment sind nicht so viele Leute und man kann sich so in Gruppen einteilen später und zusammen reden. Okay? Also das ist eine gute Übung für die auch noch ein bisschen Angst haben zum Reden. Wir sind alle Anfänger und wir sind alle am Lehren und es ist nicht schlimm. Also wir können Fehler machen und üben und einander korrigieren und das ist super. Ja, also habt keine Angst, verbinden euch verbinden nachher mit dem Zoom-Treffen und ihr könnt euch da einloggen in unserer Homepage für die Montag 8. Gruppe und dort sind auch die Dialoge und die Texte noch einmal dabei, dass ihr dort könnt lesen und die Dialoge durchspielen. Also ich denke, Nancy ist auch dabei, Kari ist dabei und andere Leute, Margot und andere Leute sind auch schon da gewesen. Ich weiss gar nicht mehr alle, tut mir leid, wenn ich nicht alle Namen jetzt habe gesagt. Aber euch einloggen und dann schauen, ich muss jetzt dann auch zuerst noch auf Zoom gehen, einloggen, also es geht vielleicht 1 Minute oder 2, ihr müsst Geduld haben und dann können wir zusammen reden. Ja? Also, ich wünsche euch den anderen, die ich nachher nicht mehr sehe, wünsche ich eine ganz schöne Woche. Bis am nächsten Montag. Und die jetzt noch kommen auf Zoom, bis bald. Macht's gut. Tschüss.